zu einer Partie, die normalerweise sehr viel Spannung bringen müsste. Das liegt ganz einfach an der Tabellensituation, denn beide Clubs sind leistungsmäßig ganz dicht beieinander. Völlig richtig, Tom. Und heute geht es eventuell schon darum, wer sich da etwas absetzen kann, vielleicht so ein bisschen oben ranrückt. Und beide Mannschaften wissen natürlich auch, was für eine Bedeutung diese Partie hat und wollen unbedingt 3 Punkte ausholen. So, den muss er jetzt verwandeln. Und viel schöner kann man ein Tor nicht erzielen. Und das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Gerade mal ein paar Sekunden gespielt und schon ist der Ball drin. Und er findet den freien Mann. Zieh ab, Junge! Ja, der gehört schon eine Portion. Los, schieß, Junge! Und bei der gelegt. Und das passt und der ist drin und die Fans sind da und feiern. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Ja, und logisch, wenn du so offensiv spielst, dann bist du natürlich für Konterangriffe anfällig. Das zeichnet einen guten Abwehrspieler aus. Macht die Partie schnell. Böses Foul, das musste Freistoß geben. Guter Freistoß, aber souveräne Aktion auch vom Keeper. Sein erster Ballkontakt in dieser Partie sicher gehalten. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Ja, klasse, direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Und jetzt kommt das Spiel nach vorne. Hinten in der Abwehr stehen sie unheimlich kompakt. Ja, der ist noch heiß. Ja, die Spieler rücken in den Strafraum auf. Es gibt Eckball. Riesenmöglichkeit. Solche Tore wollen wir sehen. Ja, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Und jetzt drängt sie nach vorne. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. Foul. Richtige Entscheidung. Ja, den holt sich der Keeper. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Da sieht er die Lücke. So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen. So, jetzt wird's gefährlich. Und genauso wollen sie den Keeper sehen. Reaktionsschnell ist er da und wehrt ab. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Ja, und das ist doch ein Zweikampf wie aus dem Lehrbuch. Und er setzt sich durch. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Und auf der Linie gerettet. Toll gemacht vom Keeper, super reagiert, aber der Stürmer muss natürlich viel mehr aus der Chance machen. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Souverän gemacht. Unglaublich, dass er an den Ball überhaupt noch angekommen ist. So, der Ball ist draußen, gibt Eckball. Ja,
ganz souverän, wie er da kein Risiko eingeht, nicht versucht, den Ball zu fangen, stattdessen die Faust nimmt. Keiner von beiden wollte zurückziehen. Jetzt hat er den Platz. Abgewehrt, aber das könnte noch was geben. Der Ball ist im Tor aus, Ecke. Schwacher Eckball. Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Jetzt hat er die Situation geklärt. Ja, ich glaube, das war schon richtig entschieden vom Schiedsrichtergespann, da auf Abseits zu erkennen. So, das schauen wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Abseits, ja oder nein? Sehr enge Partie hier, ausgeglichen, und deswegen ist natürlich hier die Spannung im Stadion fast greifbar. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Das könnte jetzt gut passen mit einer Flanke. Und er hat eine... Ja, und den hat er soeben noch dem Stürmer vom Schuh stibitzt. Oh, da hat sein Gegenspieler aber geschlafen. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Tja, wie willst du einen Torwart mit so einem Ball in Verlegenheit bringen? Ja, bloß weg damit. So, die erste Halbzeit ist zu Ende. Spielstand 2:1. Eine ganz verdiente Halbzeitführung für die ganz klar bessere Mannschaft. Sie war öfter am Ball, sie war spielbestimmt und sie hat ihre Chance genutzt. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Den Ball nach vorne gepasst. Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Das ist eine ganz gefährliche Position jetzt. Ganz mieser Versuch, das muss man mal klar feststellen. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Und das sieht gefährlich aus. Absolut Weltklasse, unglaublich, toll. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Ja, und jetzt hat er die Möglichkeit, in einem Spiel 3 Treffer zu erzielen. Oh, das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Und der Keeper kommt als erster an den Ball. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Ja, da stand er knapp im Abseits, aber der Verteidiger war auch ohnehin ganz eng an ihm dran. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Und daraus könnte was werden. Klasse, wie er den spielt. So, jetzt versucht das mit einer Flanke. Ja, das war nicht ungefährlich. Besser ist es, da auf Nummer sicher zu gehen und den Ball erstmal nutze die Chance. Was für eine Abwehr. Der Schuss war schon klasse, aber die Parade setzt noch einen drauf. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Ja, das sieht gut aus. Und so sieht ein Pass aus.
Ja, wenn das kein klarer Freistoß war, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. Ja, und das sah gut aus, wie er den Ball da geklärt hat. Jetzt die Augen nur nach. Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde. Und bringt die Fingerspitzen noch an den Ball. Ecke. Achtung. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Ja, der Ball war im Tor aus, ganz klar. Und das muss jetzt Abschluss geben. Fantastisch, die Parade. Da muss er sich ganz lang machen. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Ein wunderschöner Pass. Jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? So, gelb, damit ist er jetzt verwarnt und muss ab jetzt aufpassen. Ja, ganz klar, gelbe Karte, richtige Entscheidung des Unparteiischen. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Der Ball war gerade eben noch frei. Ganz kurz zu dieser Reihe. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Ja, da freut man sich als Torhüter, wenn man so einen Eckball serviert bekommt. Schauen wir mal, was er aus dieser Situation macht. Nur raus aus dem 16er mit dem Ball. Um Himmels Willen raus. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Großartiges Zuspiel. Ja, das war eine Glanzparade des Torhüters. Ja, vor allem die Stürmer fragen sich jetzt natürlich allmählich, wo hat der Mann, dieser Torhüter, dieser überragende Torhüter überhaupt seine Schwächen? Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. So, jetzt muss er ganz vorsichtig sein, einen Gang runterschalten nach der Verwarnung. Ja, man kann ja über den Schiedsrichter sagen, was man will, aber diese gelbe Karte geht nun völlig in Ordnung. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Ja, das war souverän gemacht vom Torwart und er spielt den Ball gleich nach vorne. Ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja. Hey, werden noch 2 Minuten nachgespielt. Oh, das sieht gut aus. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Ja, in diesen Schuss musst du dich erstmal reinwerfen. Hat er getan, war auch wichtig. Und dieses Spiel endet hier am Ende Remis.